Zuerst einmal herzlich willkommen bei uns in der Pfarre Strahl. Wir sind eigentlich hier, die, kann man sagen, durch ihren Untergang, nämlich das ehemalige Kollegiatstift, ist damals aufgelöst worden. 2 Jahre waren dann die Mönche aus St. Blas hier, bis sie dann weitergezogen sind. Unser sogenannter Untergang, die Leute waren damals wirklich sehr traurig und in unserer Chronik kann man das nachlesen. Die Leute haben sich geradezu gefürchtet und haben gesagt, nun versinken wir in die Bedeutungslosigkeit. Das ist Gott sei Dank nicht so geworden ist, verdanken wir eigentlich unseren Vorfahren. Ich bin selber hier bereits 40 Jahre Pfarrer und es waren sehr schwere Zeiten, die damals. Ich werde dann bei meinem Referat um 19 Uhr noch darauf zu sprechen kommen. Es waren sehr, sehr schwere Zeiten, die Pfarrer damals mitgemacht hat. Und dass dieses neue Leben jetzt dadurch noch so bereichert wird, beziehungsweise gewissermaßen wir einen Anfangspunkt setzen dürfen, und dann haben wir gesagt, ich spreche das sicherlich auch im Namen des Herrn Bürgermeisters, da machen wir vielleicht nicht. Begeisterung, wenn ich das noch hinzufügen darf, hat uns natürlich sehr verfügt, wie Sie schon sagen. Und immer mehr ist dazu gekommen, mehr wir die einzelnen Städte auf diesem Weg danach aufgesucht haben, wir haben also Zustimmung gefühlt. Und das hat uns verfügt, nicht einen historischen Weg einfach nachzugehen, der längst vorbei ist, der passiert ist, was immer damit geschehen ist. Aber nochmal, ich habe mich sehr gefreut und auch ich darf auch das im Namen unseres Konventes sagen, dass die Beziehung zwischen Spital und Büren und St. Paul in ein neues Licht gerückt wurde. Das ist eigentlich immer ein Stück weit untergegangen, weil die Mächtigkeit der einstigen Fürstadreien in Blasien im Vordergrund stand. Wenn man aber die Geschichte, wo dieser Fall weiß das am besten, genau nachvollzieht, muss ich sagen, das Kapitel zwischen Spital und Büren und St. Paul ist, glaube ich, noch viel zu wenig aufgearbeitet und in den Mittelpunkt gerückt. Denn ich denke, hätten die Mönche damals die große Schmidt-Sammlung nicht mitgenommen, sie wäre wahrscheinlich auch hier völlig verschwunden durch den Brand. Heute werden sie einer großen Öffentlichkeit gezeigt. Und ich denke auch, dass du gesagt hast, der Untergang hier, der so schien, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Mönche ausgeschaut haben, als sie nach St. Paul kamen, in eine Abtei, die nahezu 20 Jahre leer stand und wo teilweise sicher die Fenster alle kaputt waren und vieles andere mehr. Das heißt, sie sind nicht in ein gemachtes Haus gekommen. Aber offensichtlich der Weg dorthin und was man so alles auf einem Weg lernen kann, das wird uns ja begleiten, sind die Regel des Heiligen Benedikt, das sind Texte, denen wir uns tagtäglich stellen werden. Und unsere Vision geht ja auch dahin, dass eine Broschüre ausgefalteter als das, was wir euch präsentieren können, nämlich den Folder, der uns fast geschenkt wurde, müsste ich fast sagen, mit dem wir gar nicht gerechnet haben, dass er eine solche Popularität erreichen wird. Einen Führer, einen Pilgerführer, sozusagen Pilgern, es gibt schon einen Pilgerführer mit dem heiligen Paulus, aber Pilgern mit dem heiligen Benedikt und mit der Regel des heiligen Benedikt. Und auch das wird eine Arbeit sein und eine Aufgabe sein, der wir uns in den nächsten Jahren stellen.